Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Giesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Welkom, Heidi. Dankzij. En dankzij dat u hier dabei bent voor het laatste programma van deze serie, van deze rij van 3 programma's wat we gehad hebben, waar we over verschillende dingen geredet hebben. Het eerste reden we over onze uur, wat we zijn of wat we niet zijn. En dan gebruiken we dat Beispiel van WhatsApp, waar dat op je geschickt wordt, wat zich de uur te haalt. En dat nächste reden we van dat, wat reden we, of wat reden we niet. En dan gebruiken we dat van dat opje, wat zich dat mail houdt. En ik geloof dan wil je al weten wat we van daar reden willen. Van daar willen we reden van dat opje, wat zich de uren houdt. En wat niet hier wil, of wat vielleicht zal irgendwas hier, wat hij niet hier wil. Oder hij laat het einfach in 1 uur gaan en dat andere uur uitgaan. Wat hierst u, of wat hierst u niet? Dat is onze vrouw van daar, wat we aanstalen. En wat zegt de Bijbel dat, Heidi? De Bijbel die redt ook veel over hieren, dat we zullen goede zaken hieren. En dat heeft een geschichte in Matthäus 13 van een man die dat zei. En wer allemaal wat geplant heeft in zijn leven, die weet ongeveer, die weet voets aan wat het gaat. Die dat wat planten, wat zei. En hij had verschillende eerd wat dat opnemen deed. En de Bijbel zegt het eerste mal als hij gezegd had, komen de vijanden fruit hem alles op. Also dat gaf van dat niet. En dan dat andere zoot, wat ook nog gevallen weer op de eerd, dat weer op steun gevallen. En dat kan niet waarde hebben, oder dat kan einfach niet in de eerd aankomen, want er werden te veel steinen. En de Bijbel zegt, de zon verbrennt dat alles. Dat we zijn uit de zon. En wenn dat niet waarde had, wenn dat niet wassen kan, sterft dat. Dat reden, dat we op distel, op zo'n spetjerkruid valt dat. En door werden zoveel spetjers, dat kan ook niet wassen. Maar dan, irgendwann, had er zo'n gouden bodem, zo'n gouden eerd, dat valt op gouden eerd en door kan dat wassen. En dat is in Matthäus 13 is deze geschichte. En wanneer we vers 8 en 9 lezen, kun je dat mal bitte einmal lezen? Ik wil het lezen, dat hier krijg in deze geschichte neergeschreven, wat ze vertaalden. Du zegt dat Matthäus 13 vers 8 zegt, dan valde ook zoot op gouden land en bracht vrucht. Een bracht 100 mol, een bracht 60 en een 30 mol, zoveel als je zet weer. Wer Ohren heeft hem hieren, dem lot hieren, zegt het hier. Wer Ohren heeft hem hieren, den lot hieren. Ja, en wat we van daar zeggen willen is, krijgt het op dit bodem, wo de eerd weer, wo gouden eerd weer, door kan dat zout wassen. Ja, en dat is manchmal zo in ons leven. Vele predikers reden te ons, vele missionaren reden te ons, vele zeugnissen hield man. Aber op welchen Boden fällt das in ons hart? Manchmal ist ons hart als Stein. So ist die Bibel das hier sagt. Das fällt auf den Stein und das kann einfach nicht warten finden. Wenn das ist hart. Und ons hart ist manchmal wirklich so hart, als ein Hart sein kann. Oder das ons hart hat Spetjers. Und das gute Wort von Gott, von den Predikers oder von Menschen oder von uns Mann oder von unseren Freunden, dat fällt da, wo Spetjers sind. Und das kann nicht wassen. Das kann nicht Frucht geben. Und wie wollen vandaag die einfach Mut machen, lieber Tauharcher, oder was auch du, was ons Programm sein ist. Wo ist es in dein Leben? Op welchen Boden volle de gouden Wieder, wat vielleicht in die Church gepredigt wordt? Oder dort vielleicht, wat die Eltern die sagen. So viel mal veracht, wie dort, was unsere Eltern zu uns sagen. Aber der Herr manchmal kluge Wieder. Und mocht Gott uns helfen, dass das auf golden Boden fällt.
was passiert in dein Leben, wenn du vielleicht auch dort hirst, was die nicht gut tut? Wo weit hat dort einen Einfluss in dein Leben, dass du mit Menschen taub bist, die sehr negativ sind oder die bloß jammern, bloß schellen? Eduard, hast du was erlebt in dem Sinne? Ja, mir fällt eine Geschichte bei, wir lernen eine Person kennen und diese Person hat bloß immer schlechte Beispiele und hij kann bloß schlecht über andere vertellen. Dort schien sie, hij kann kein guter Mensch, aber bitte sich selbst, von sich selbst hat er viel Gutes zu vertellen. Von alle Eweien schien sich so, hij hat bloß schlechte zu vertellen. Und dann fängt er auch an mit schwinschen Witze. Wirklich echt gleich sehr zu lachen und Spaß zu haben. Aber das Mensch, der hat Sachen, die mir bloß schwinsche Gedanken brachten. Und denkt ihr, dass ich ein paar Programme trägt, wo ich mal in Pornografie gelebt habe und dort ich da angebunden war. Und er redet immer Witze, die auch von so mit so zu tun hat. Nicht ganz direkt, oder er weiß mir Bilder an seinem Phone, was nicht Pornografie wie, aber nicht irgendwas Gutes wie. Und es dort weiß er mir immer Sachen und redet mir Sachen, was mir den Mut sehr aufmerkt. Ich warte immer an, wenn ich den Abend mit den Taubje war, aber ein Nummer, aber ein Tag, dann wie mein Mut weich. Er hat so viel gehört, was mein Hort voll Gral abgefällt hat, und voll, wo er sich über andere äußert, und dann diese schlechte Witze oder diese schlechte Jokes, oder was immer wieder sei, dort hat er mir alles verteilt. Wenn ich auf einmal sehe, wenn ich dort verhindern kann, wo ich nicht mit dieser Person so wenig als möglich taub sein, dass diese Information nicht mal in mich ankommt. Das ist nicht nötig, dass ich mit dem taub sein sehe, wenn mir das nicht gut ist. Und das, was ich eine Entscheidung nehme, und das hält mich in meinem Leben. Viel weniger Stunden damit verbringen, dass diese Information so eine Wahrheit mir rüttiert. Ja, und ich weiß manchmal, also das ist sehr schwer, dass zu entscheiden, dass man dann einfach mit so einem Mensch oder mit so einer Person nicht viel Kontakt macht oder Kontakt hat. Aber wenn in deinem Leben jemand ist, der immer bloß schellt und immer bloß Negatives zu dir sagt und du dort hirst und du dort abnimmst und dort die nicht gut tut, dann red vielleicht mal mit dieser Person. Oder bring einmal, dass sie auch mal denkt, was sind die wieder, die sagt und was diese schlecht tut. Eine andere Sache ist, wenn wir von negativen Sachen hier von reden, das kann vielleicht Musik sein oder Lieder sein, was du über Radio hörst oder über ein CD oder wo immer du die hörst. Vielmal sagen wir, oh nee, was du sagst, und das ist mir gar nicht wichtig. Ich will bloß, dass ich das schein hier soll. Aber vielmal kostet vielleicht wieder von das Leid, wenn du das vielmal gehört hast. Du hast nicht mal nur die Wied gehört, aber du kostet ja mehr auswendig von so viel, dass du das gehört hast. Dann höre ich mal ein bisschen, was die Wied sagen. Einmal sind das Wied, was wirklich von der ersten Tag mit der Leider Heidi, das ist schlimm. Das ist ja auch hier noch wahr, was leider so über Radio, ich möchte bloß einfach Radio und Chor an, und das wäre nicht christliche Radiostädte, und das wäre schlimmer leider, was überkommen. Das wäre Sachen, was bloß von Sex redet, von mehr als ab einer schwedische Weichbrücke und von Geld und von alles Möglichste, was sich bloß Abend utdenken kann, bloß ab einer negativen Weich. Und viele sagen, nee, ich höre diese leider bloß, wenn es mir das scheint hat. Aber hörst du ein bisschen an, kommt dir das ut? Das gibt genug christliche Leider, was so eine feine Wied haben, was die können abüben. Und vielleicht hörst du dir auch bloß beim Arbeiten oder beim Traktor fahren. Und du hörst vielleicht auch nicht mal nur wieder. Aber nachher dann wirst du in deinen Kopf denken, oh, du hast ein Leid in deinem Kopf. Und wenn man sagt, das Leid, was sehr weltweit bekannt ist, ich ran eben nicht ab. Dann hast du in deinem Kopf das ganz südwendig, wenn ich ran eben nicht ab. Und dann bist du vielleicht in einer schweren Situation. Dann hast du das in deinem Kopf, ich ran eben nicht ab. Und dann in dieser schweren Situation wirst du sagen, check, das hat mir geholfen. Wenn du das schlechte Leid musst helfen haben, dann hat sie nichts, was die abheben können. Ja, und wie wollen wirklich Mut machen, dass du dort hier denkst, oder es ist dort als Musik oder spielst oder was immer man das nennt, was die wirklich, was einem wirklich nach boven bringt. Ja, dass man einen besseren Tag hat von dort, was man hier kann.
Ja, und nu dat we dan am Schluss kommen, Heidi, wusste nu kennen einmal von alle 3 Programme sein, wo wir das Hauptfoto kennen von diesen letzten 3 Programmen. Wir kennen das Hauptfoto, dass Gott hat uns Augen gegeben, das Gute sein und auch die Not sein in dieser Welt. Hat uns Mühe gegeben, dass wir wirklich am Anbeten Seele, dass wir am verherrlichen Seele, und dass wir vielleicht nicht einmal dort sein sollen, oder was schlecht ist oder so, dat soll wir nicht sein, dat soll wir einfach nicht gut reden. Und wenn wir an hier denken, dass wir dort hier was am gefällt, dass wir Sachen ans Kopf nennen lassen, ans Hart nennen lassen, was wirklich die Erde nach Gott bringt. Und manchmal denken wir, aber wir sind auf dieser Welt und das ist auch sehr schwer. Dat is ook sehr schwer in Christ zijn. Wenn wir wirklich entscheiden in Christ zijn, dat wird immer der Schwanz da weich sein. Aber das lohnt sich, mit Gott zu gehen. Wenn du all entscheidet hast, dass du willst mit Jesus leben, das wird sehr schwer sein. Das wie die vielmal sagen, immer weiter. Aber Jesus sagte uns in Matthäus 28, er ist mit uns alle durch. Er ist mit uns immer. Und er weiß, wie schwer uns das fällt, manchmal andere Leute zu horchen. Oder wirklich, dass wir Leute, das sehen wird in uns, welches Wort nennt kommt. Er weiß, wie schwer das ist. Aber er verspricht uns, er ist mit uns alle durch. Und wir wollen die wirklich Mut machen, dass das Wort, was in den Wort nennt fällt, dass die Erde macht eine gute Erde sein. Dass das nicht macht hart sein aus dieser Wand oder aus dieser Teile oder Falschspächer, sonst dort, was dann anfällt, dort macht Frucht geben. Und in diese Welt kann gerat werden von dort, was wir als Mensch sind. Und weil wir unsere Augen brücken lassen, und uns Mund brücken lassen, und auch unsere Ohren, dass dort deine können, dass Jesus kann geirrt sein. Amen. Das ist sehr dankbar für dort, was du diese 3 letzten Programme aufgeführt hast. Wir möchten die sehen mit Gottes Kraft, dass die über die sein, in die sein, dass das über schillen von dir, dass du zu anderen reden kannst und dass du seine Herrlichkeit sein in hier kannst. Sie sind die liebe Jugendliche. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.